Kennst du diesen alten Film Truman Show? In diesem Film geht es darum, dass Truman, das ist der Vorname von der Hauptfigur, in einer Fernsehserie lebt, ohne es zu bemerken. So ein bisschen nach dem Motto, versteckte Kamera, aber halt nicht nur einen Moment, sondern sein ganzes Leben. Die Stadt, in der er lebt, ist ein riesiges Filmstudio. Alle seine Beziehungen sind fake, seine Arbeitskollegen, seine Eltern, sein bester Freund, ja sogar seine Frau, alles Schauspielerinnen und Schauspieler. Seit 30 Jahren lebt er in einer Scheinwelt, in der einer alle Fäden in der Hand hat und ganz genau kontrolliert, was passiert. Der Regisseur. Wir haben diesen Film am Wochenende bei unserem Open-Air-Filmabend in Sondernheim geguckt. Ich war überrascht, als einer der Jugendlichen, der da war, mir gezeigt hat, dass eine Szene, aus diesem Film sein Hintergrundbild auf dem Handy ist. Und zwar, ich spoilere jetzt einen fast 30 Jahre alten Film, die Szene, als Truman die Entscheidung trifft, die Scheinwelt, in der er lebt, zu verlassen. Denn Truman stellt im Laufe des Films fest, dass er in einer Fernsehserie lebt. Und er segelt ans Ende des riesigen Studios und kurz bevor er einen Notausgang nach draußen gehen will, spricht ihn der Regisseur direkt an. Truman könnte doch da bleiben, in einer Welt, die ja fake ist, aber in der es ihm gut geht. Wie würdest du dich entscheiden? In der Bibel schreibt Paulus mal, dass wir als Christinnen und Christen zur Freiheit befreit sind. Ja, Freiheit bedeutet, Verantwortung für unser Leben zu bekommen und das kann schon manchmal herausfordernd sein. Aber ich glaube, dass der zur Freiheit befreit, nämlich Jesus, uns durch dieses eigenverantwortliche Leben begleitet. Aber halt nicht so wie ein Regisseur, der alles kontrolliert, sondern wie ein guter, liebevoller Freund, dem ich wichtig bin. Deshalb will ich mutig diese Freiheit annehmen. Und vielleicht hat deshalb der Jugendliche dieses Bild als Hintergrund auf seinem Handy. Denn das ist der Moment, in dem Truman entscheidet, ich will ein selbstständiges Leben führen.